Servus, grüß euch miteinander, it's me, Yulang, today with tips and tricks number 001, and I thought I start right away with the challenge of the sword. Servus, grüß euch miteinander, ich bin's wieder Lange und mit Tipps und Tricks und jemand denkt, ich fange gleich einmal an mit der Herausforderung oder Prüfung des Schwertes. That is only a beginner guide, not for somebody who is already good in the game. Das ist nur ein Anfänger-Guide, nichts für Leute, die das eh schon gut können. My first advice is take your time. Take a look around, look what you have, and maybe what is there exist. For example, here is the tree with X. Mein erster Tipp ist, nehmt euch Zeit, schaut herum, was da los ist, was da so gegeben ist und was es da so gibt. Zum Beispiel hier der Baum mit den Eiern. And take sure that you have a good stand and use bombs. Bombs are really a good advice in that challenge. For example, you will see in a second. Schaut, dass ihr immer einen guten Stand habt und auch die Bomben hernehmen. Warum? Seht ihr gleich in einer Sekunde. Kabum, der dann. Kabum, weg sind's. Why the bombs are so important? Because, yeah, as you have seen, the diet was out of fight. And every fight means you lose hearts. Warum die Bomben so wichtig sind, ihr habt es gerade gesehen. Ihr braucht damit nicht kämpfen und mit jedem Kampf auf der anderen Seite werdet ihr Herzen verlieren. That's why later on in that Tips and Tricks Challenge of the Sword you will see cut videos. Das ist auch der Grund, warum ihr später in diesen Tipps und Tricks, speziell hier Prüfung des Schwertes, ihr nur noch geschnittene Videos sehen werdet. Because why? Ja, I die a lot. Warum? Ja, verdammt, ich verreck des Öfteren. Next good advice is, take everything with you what you can. It could be a coral leaf or destroying boxes or whatever. Take sure that you take everything from every single room you can. Der nächste Tipp ist, nehmt aus jedem Raum alles mit, was ihr könnt. Egal ob das jetzt irgendwelche Eier auf Bäumen sind oder zerstörte Boxen, seid sicher, dass ihr alles mitnimmt, was ihr aus diesem Raum mitnehmen könnt. Ihr werdet es noch brauchen. Speziell das Essen. Especially the food. You will need it. Pretty sure. Ganz sicher. Next advice is sneaking on or flying onto enemies. Der nächste Tipp ist anschleichen oder die Gegner anfliegen. Beside you are acting stupid like me as I do just now oder will do just in a second, außer Max Stacy, wie jetzt gerade in dieser Sekunde beweist. We would land there with a jump attack or landing normal and pull out my weapon and hit him directly, there will be no alert going off. Also wenn ich jetzt ganz normal gelandet wäre oder mit der Sprungattacke und hätten gleich niedergemacht, dann wäre kein Alarm ausgelöst worden. And if shit happens, stay cool. Better backing off and try it again as losing hearts or your life. Und wenn Scheiße passiert, ja, das tut's halt einmal, einfach cool bleiben, lieber dann nochmal sie zurückziehen, nochmal neu anfangen, bevor man ein Herz verliert oder sein Leben. What you also can do, but it isn't you must, is collecting arrows from the enemies. Running around a little bit in zigzag and collect the arrows they shoot at you. Was man auch machen kann, aber nicht muss, ist die Pfeile der Gegner einzusammeln. Muss man nicht, kann man vorsichtig sein im Zickzack laufen und dann einfach die Pfeile schnappen.
Auch kann man mal versuchen, einen Alarm auszusetzen, hinterm Baum oder irgendwas. Manchmal funktioniert's, manchmal nicht. Und ja, außer man steht jetzt da gerade wieder, Fernwaffen zu verwenden. Also sprich in diesem Fall jetzt dann Pfeile. What you also can do is try to sit out alert, hiding behind a tree for a little bit time. Sometimes it runs, sometimes not. And using long distance weapons, like in that case, bow and arrow. And no worry if you don't hit, you can collect the arrow later on, again. Und keine Angst, wenn es mal nicht trifft, den Pfeil kann man meistens wieder aufsammeln. Also dann später. Und so. And now the first room is done. Also jetzt ist der erste Raum fertig. Only collecting the goodies. Take a short look around. Destroying boxes. Get everything out. And then let us go on in the next room. So, jetzt ist schon der erste Raum fertig. Nur noch die guten Sachen einsammeln, also Boxen zerstören und so. Mal vielleicht kurz umeinander schauen und dann zum nächsten Raum. The second room is more or less an easy room. The only important things are the two chests you can find here. The only difficult is, yeah, the stuff with the fire. You have to fly up, so it's a risk that you burn yourself a little bit by jumping into the fire to fly up. Ja, das ist eigentlich ein relativ einfacher Raum. Das einzigste Wichtige sind die zwei Kisten, die man hier bekommen kann. Einzigste Gefährliche ist das Feuer. Beim Rausspringen, dass man rüberfliegen kann oder hochfliegen kann zu den Kisten. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. There's nothing more to say if you watch the video. Also, wenn es mein Video schaut, ist da wirklich nichts mehr. Näher zum Sagen. Habe ich vorher vergessen. By the way, sadly you can attract him to you with the bombs, as you can see. Leider kann man die Feuerschleime, wie immer, nicht auf sich aufmerksam machen, indem man bloß Bomben schmeißt. Das funktioniert leider nicht ganz so. Komm her! Komm her! The room is almost done, only thing left is destroying the fire slimes. Der Room ist fast fertig. Das einzigste, was man jetzt noch machen muss, ist die Feuerschleime zu zerstören. And that is the best with the bombs. Fastest, most, may not effective or fastest, but the most safe. Runs fast too. And you save arrows. Ja, schnellste und einfachste Weg, ja, vielleicht nicht ganz der schnellste, einfach ja. Vor allem man spart sich halt die Pfeile auf, wenn man die Bomben verwendet. Natürlich kann man auch die Pfeile verwenden oder andere Waffen.
Aber das ist dann schon, Pfeile wären schade und andere Waffen ist ein bisschen, naja, risikoreicher. Of course you can use arrows or other weapons, but it's a little bit sad or using arrows when you don't really need it, and other weapons are a little bit more dangerous. And the second room is done. Und der zweite Raum ist jetzt fertig. Der Raum ist ein bisschen trickreich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe da auch noch nicht den besten, einfachsten Weg gefunden. Mein Weg ist über diesen Baum. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und erstmal die Wächter also die alarmgebenden Boblins ausschalten. Manchmal klappt es ganz gut. Wie jetzt. That room is a little bit tricky. I didn't figure out the really best way, but my way right now is the tree I climbed up, as we have seen, and then kill one of the guardian boblins who give the alert. It's not 100% safe thing, because you see already some shooting at me. Das ist aber auch nicht immer 100%ig sicher, weil manchmal auch ohne Alarm die anderen auf dich schießen werden. That guy on the platform, you can use the arrow, you don't have. It's always a luck thing. Sometimes they 3 bomb barrels and sometimes not. As you see, even with the arrow, you lose a bomb barrel. Then the next thing is using stasis. And yeah, try to bring it over there to deliver the boom. Doesn't run always that nicely, and it's a little risk, and also a little bad side or downside on it. If it goes over there and explodes, it also burns some food or the boxes and the food in it. That is what I try mostly to avoid, but I want to show you that. Ja, also den Typen da oben, den kann man mit einem Pfeil und Bogen niedermachen. Oder auch mit einer normalen Waffe. Es ist eigentlich scheißegal, weil manchmal bleiben 3 Bombenfässer übrig. Manchmal nimmt er eins mit runter. Manchmal aus Pech und es explodiert er sogar. Das Risiko muss man einfach in Kauf nehmen. Auch mit Stasis arbeiten und ein Bombenfassel umschicken. Hat aber auch einen Nachteil. Wenn man trifft, dann kann es schon auch passieren, dass einfach Holzkisten oder irgendwas verbrennt und das Essen da drin auch geröstet oder verbrennt wird. Also wir kennen es dann nicht mehr kochen, sondern ist einfach dann schon fertig. What is there always a good trick? Not only there, in general, is flying over and then in time raft or a slow motion, I want to say, shoot the arrows out of the air. Was da auch mal ein guter Trick ist, einfach rüberfliegen und dann mit der Zeitlupen die Pfeile verschießen in der Luft, also aus der Luft raus verschießen. And as always, collect the goodies and yeah, don't miss somebody to kill before. But yeah, that stuff can happen. But stay cool, as you see here. Do your best. So, und immer, wie immer natürlich, die guten Sachen einsammeln und keinen übersehen, wie ich jetzt gerade da 2 übersehen habe. Das kann passieren, aber einfach cool bleiben und das Beste dort draus machen, meine ich natürlich. In general, I can say the challenge of the sword is a good training area. It's hard, it will be frustrate you. You do it over and over again. You may need hours, maybe even days till you get done.
but it's worth it. Im Generellen muss ich sagen, es ist eine gute Trainingseinheit. Man lernt da sehr viel. Es wird dich zwar frustrieren, weil es wird Stunden brauchen, wenn nicht sogar Tage, dass man da mal durchkommt beim ersten Mal, aber es ist wert. That is what I meant before with the bomb barrels. The fruit are roasted and not cookable, in that meaning, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Mit dem Bombenfass sind diese Früchte in dem Fall jetzt schon geröstet und kann man sie mal kochen. What said it doesn't run, you cannot climb around the ladder to the pole, was leider nicht funktioniert. Von der Leiter kann man nicht auf den Pol klettern. Otherwise it runs, auf der anderen Seite andersrum geht's. And that's why it's so important to look around even after you're done with the room, because I almost missed that eggs. Und darum ist es so wichtig, dass man in dem Raum, auch wenn man damit schon fertig ist, nochmal rumschaut, weil ich beinahe diese Eier übersehe. What is also a good tip sometimes, arrange your weapons before you go to the next room. Was auch ein guter Tipp ist, sich die Waffen vorher, bevor man den Raum verlässt oder in den nächsten Raum geht, schon herzurichten. In that room, it's the first time we have to deal with two moblins. My best way is to sneak on a better, bigger tree and kill them off, if possible, with the bombs. In diesem Raum haben wir das erste Mal mit den Moblins zu tun. Mein Tipp ist, auf einen großen Baum raufzuklettern, anzuschleichen und raufzuklettern und diese dann von oben mit den Bomben zu erledigen, wenn es funktioniert. Es funktioniert nicht immer. Doesn't run always. Here I want to throw my almost broken sword away to hit him, but sadly I can't throw it far enough. Hier möchte ich mein fast kaputtes Schwert wegschmeißen, aber leider kann ich nicht so weit schmeißen. Because of didn't run, it was not running, didn't run. Yeah, I'm so a good English speaker, yeah. Now I make it on my own way with the bombs. Runs pretty good. Usually, and here you see why it's not always run really nice. He weaknesses you on one point, throw rocks or whatever on to you, and don't go for the bomb. Yeah. However, ja, da sieht es dann mal wieder, dass es nicht immer gut funktioniert mit den Bomben. Ich habe die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt von ihm und die Bomben interessieren ihn einfach jetzt nicht. Also geht nicht nah genug ran. Ja, kann passieren, da muss man sich ja dann einen anderen Weg ausdenken. Ein paar Mal vielleicht versuchen, anders werfen oder halt dann auch Pfeile hernehmen, wenn es sein muss. And if it's needed, then use arrows. If it tried otherwise a few times with other direction, whatever. Yeah, for that we have them. The arrows. Another good part on the bombs is that you can take the attention from the boblins to that ball or the bomb. And
That runs usually very good. And you will see here, sadly, later on a failure. But this was more my stupidity and as from the Technik. Was auch immer ganz gut funktioniert bei den Bob-Octans, dass man sich mit den Bomben, dass sie sich für die Bomben interessieren, dass sie darauf die Aufmerksamkeit sich, dass darauf was ich meine, dass darauf aufmerksam werden und sie natürlich dann dahin schleichern und dann kann man es ganz einfach mit den Bomben erledigen. Ich mache da leider einen Fehler, das ist aber weniger mit der Technik zu tun, eher mehr, dass ich mich gestellt. Das wird aber auch gleich sehen. As I meant, I was only too stupid and you will see what I really did wrong. Yeah, I was waiting too long. That's why the inside exploded and all the goodies are burned and or roasted. Ja, die ganzen guten Sachen, weil ich jetzt lang gewartet habe, sind natürlich jetzt verbrannt bzw. geröstet. And again, take all the weapons with you and all the good stuff you can take. Don't forget the far distance killed enemies and then up to the next room. Wie immer, nimmt all die guten Sachen und die ganzen Waffen mit. Vergesst aber auch nicht die Feinde, die ihr von der, die weiter weg waren, gekillt habt, deren Sachen zu nehmen. Ja, und dann geht's dann schon weiter zum nächsten Raum. Ein Überraschungsraum, a surprising room. Rock! Yes, I'm a rock. Bad luck you got. No, I'm awake and now you will pay. But give us one chance to rock you. Rocks off. Just make the fun with the song before. It's not really difficult. You can use a bomb. Gives you a little bit, yeah, being advised, but best thing is climbing up with a big club. And best way to doing that is usually from his back. So from his ass side. Big club, also two-handed one, and then swing, 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 swing. You will try to avoid the falling off, stop a little bit earlier and climb back on. Also spätlich gemacht mit dem kleinen Liederl, ich weiß, ich kann nicht singen. Ihr könnt die Bomben hernehmen, es gibt ein bisschen einen Vorsprung, muss aber nicht sein. Beste Weg ist wirklich von hinten raufklettern, also von seinen Arschseiten und dann mit zweihändigen Waffe hernehmen, irgendeinen Prügel, der gut durchzieht und einfach schwingen. Wenn es nicht runterfallen wollt, von ihm aus lieber ein bisschen zu früh aufhören, selber runterspringen und dann wieder aufkraxeln. And as you can see here, the very most part is already done, so don't waste the best weapon you have. Something a little bit smaller is good enough too. Und wie man schon sieht, das meiste ist ja eh schon erledigt von ihm. Verschwendet nicht eure beste Waffe, sondern nimmt ein bisschen eine kleinere her. So, Ivarok is made complicated, but not that kind. I mean, with the rock on the back directly and not on the head is much more complicated. Is here and it's really easy. Ivarok ist jetzt nicht so schwer. Vor allem nicht die mit dem Stor, mit dem Erz auf dem Kopf und die mit dem Rücken, also die auf dem Rücken haben, die sind viel, viel schwerer. Also es ist wirklich easy peasy. Now we have the resting room. Here's an important also to get everything. It's not from the chest and the boxes, that's clearly also
yeah, cut all the trees. And the trees we cut, of course, with bombs. Hier sind wir jetzt in dem Ruheraum. Nimmt wieder alles mit. Die Boxen und die Kisten sind ja ganz klar. Aber auch die Bäume. Because why? It's a little bit a random thing. Mostly, so not that tree diagonal in front of me, sondern what is on my left side is not visible. They have acorns. So some trees have acorns, but it's randomly. The acorns we can use. Also manche Bäume, von denen wie gesagt haben, halt ein bisschen zufällig, die haben Eicheln und die können wir gebrauchen zum Kochen. Also important, sneak on the fucking ferry. We can take the chest all on the first. It's not a big deal. You will still get the ferry usually. But don't overdo it. Don't run on it. You want to have the ferry. Ja, auch die blöde Fee, die verdammte Fee, die wollen wir haben, da muss man sich halt anschleichen. Die Kisten am Anfang und die Schatztruhen, kein Problem. Aber danach wirklich anschleichen, im Normalfall kriegt man sie dann, wenn man vorsichtig sich anschleicht. So, of course, also, the fish killed with the bomb, the tree down, 2 apples. And why it's important, especially for beginners, also cutting down the trees. Even in the rooms way before you could do that, but yeah, it's how you like it. I will show you later on why it can be important. I mean, it's not a big game changer, but it's a little thing. What can help you? So, es ist vielleicht kein großer Spielveränderer oder Gamechanger, ich sag's jetzt einfach auf Englisch, ist sehr auf Deutsch und blödo. Bringt vielleicht nicht total viel, aber ja, das ist halt dieses, ja, der Tropfen oder das Waagscheizchen, wo es vielleicht dann durchkommt oder nicht durchkommt. Aber das seht ihr dann später. And now, of course, very important, the cooking. Und jetzt, natürlich, ganz wichtig, das Kochen. And what I didn't tell you yet, I know a lot of YouTubers say prepare to you, make good stuff, 30-minute attack or defense boost. Yes, why I didn't mention it? That's bringing you under time pressure. It's a beginner guide and not somebody who is really good already in that and have good reaction. Viele YouTuber oder große YouTuber sagen, man muss sich vorbereiten, Angriffsbonus oder Verteidigungsbonus beim Essen sich vorbereiten mit 30 Minuten. Warum ich das vorhin nicht erwähnt habe, war ganz klar ganz einfach. Das bringt uns nämlich unter Zeitdruck. Das ist nichts für Anfänger. Das ist was für die schon besser kämpfen können. Anyway, I have to say, who needs that boost in the normal mode, especially for the beginner challenge of the sword. I'm not sure if they're really a good, Zelda player. Where it makes really sense is then in the master mode. Wer das schon am normalen Modus, am Anfängerbereich braucht, dann frage ich mich sowieso, ob das ein guter YouTuber, also Zelda-Spieler ist, also nicht guter YouTuber, also Zelda-Spieler ist, weil meiner Meinung nach macht es nur Sinn, wenn man das im Master-Modus benutzt. Why these food boosts are not needed is completely easily answered. We talk about here a beginner guide for beginners. Beginners for Breath of the Wild and also for the Switch. This boost brings you only under time pressure. Under time pressure it makes one mistake. We don't need that. We wanna go easily and smooth. Or in other words, we wanna go through there easy peasy. It's needed then maybe for the Master Mode Challenge. Warum das nix
bringt, diese Essensbonusse, ist ganz einfach erklärt. Wir reden hier über einen Anfänger-Guide für Anfänger. Anfänger auf der Switch und natürlich auch für Breath of the Wild. Das bringt uns nur unter Zeitdruck und unter Zeitdruck macht man Fehler. Das bringt nur was für den Master-Modus. Und selbst da ist es für gute Spieler schwierig. And also there is really hard in the Master Mode for good players. What I want to show you here is why I cut the woods and why I'm cooking it. Cooking of one stack of wood brings you 1/4 of heart. And sadly no, if you cook 5 stacks of wood at once, it didn't brings you 5/4 of hearts. Sadly not. It's only also then 1/4 of heart. Was ich euch hier zeigen will, ist, warum ich das Holz gefällt habe. Holz kochen bringt euch ein Viertel Herz. Und nein, leider nicht, wenn man 4 oder 5 Scheite von Holz, also Packen von Holz kocht, das bringt euch dann leider keine 5 Viertel eines Hearts, sondern auch Herzes, sondern nur 1. So, that was it for today. My first tips and tricks. Also, das war's halt für mich, das erste Tipps und Tricks Video. Und bis zum nächsten Mal. Servus, euer Longi. Bye. Servus, Joleng.